Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und keine Sorge, das ist nicht der 10. Teil von der Stampede-Modifikation. Die habe ich jetzt bloß auf dem Tisch, weil heute geht's um automatische, oder halbautomatische, das weiß ich noch nicht ganz. Doch, auch halbautomatisch haben wir auch dabei. Federless Blaster, also welche die dann, also das taugt gar nicht mehr, aber das ist theoretisch vollautomatisch. Das heißt, wenn man da drauf drückt und eine Batterie drin wäre und das funktioniert, das automatisch spannen und schießen. Das ist so das Prinzip. Und die habe ich ja da habe ich 9 Teile schon gemacht, oder waren schon 10 vielleicht, ich weiß es gar nicht mehr. Viele Teile, wo wir da dran rummodifiziert haben. Und ja, wir haben verschiedene Dinge probiert. Und ich glaube, vielleicht ist der Lauf durchzugehen, aber das wird dann der nächste Teil. Das ist dann auch der letzte Teil, weil dann wird es wirklich ein Schwungrädles Blaster. Dann reicht's mir wirklich, dann mache ich das einfach nur, weil ich den Blaster oft genug androht habe. Dann kommt der Schwungrädleskäfig, ne, der kommt da Handsaulig, ne, oder machen wir 3D-Druckt's toll, das weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie groß der Frust ist. Aber auf jeden Fall, die geht's halt nicht. Und ich habe auch noch Powerbell, die habe ich euch auch schon mal vorgestellt, das Video verlinke ich euch. Das waren meine, ich glaube, vollautomatische Nervblaster, wo ich Powerbell vorgestellt habe und da habe ich Batteriedeckel gefällt. Da fällt jetzt auch der Batteriedeckel, weil ich ihn einmontiert habe. Das habe ich jetzt bloß, dass wir es mal gesehen haben. Das ist einfach so als Intro. Aber heute geht es eigentlich um das Video, was ich auch so wahrscheinlich so nennen, das die Zios BK1S und die X-Shot Piston Pump. Und die Zios BK1S, von der habe ich schon ein bisschen Ahnung. Die habe ich schon mit der schon ein bisschen rumgespielt. Und von der X-Shot Piston Pump habe ich noch keine Ahnung. Und natürlich geht es auch um den eigenen Blaster. Mein eigener halbautomatischer Blaster. Also, falls ihr das ist noch nichts her. Das war ein voller Erfolg. Das ist halt. Immer schwer ist das Ding. Und wahrscheinlich auch nicht günstig. Also, fertiger wäre günstiger gewesen, aber. Also, mein Favorit, das will ich vorwegnehmen, der steht fest, das ist der eigene. Das ist völlig klar. Also da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Aber ich glaube nicht, dass es technisch gesehen der beste ist. Ich habe halt da einfach nur, weil ich so viel Zeit investiert habe, meine Präferenzen. Das packen wir die Stampede aus dem Bild. Was wir auch noch haben, halbautomatisch, vollautomatische Blasters. Das ist der Honor. Die wir zu Weihnachten auspackt haben. Das sind die da noch. Und wenn man die auf Feuern schaltet, ja, die sind halbautomatisch. Die wollen wir heute nicht vermessen, weil das haben wir an Weihnachten schon gemacht. Da verlinke ich euch das Video dazu. Das haben wir bei dem auch gemacht. Ja, man soll es einmal einschalten. Und ich will jetzt nicht die Hülse wieder komplett aufsammeln. Das Prinzip versteht ihr. Hab die da so ein bisschen zusammengestellt. Gucken wir mal zuerst. Das wird so quasi. Also bei der X-Shot wird es definitiv ein Unboxing. Bei der habe ich es halt einfach wieder in Originalbox eingepackt, damit ihr so. Das packen wir mal kurz weg. Und ich muss mal kurz. Ich dann auch noch da von der Seite wegräumen. So, dass ihr auch das Erlebnis habt, wie das ist, das auszupacken. So, da. Logistisches Problem. Das ist jetzt weg. Das brauchen wir aber auch nicht mehr. So, haben wir da Magazinle. Ja, ihr seht, ich habt ihr schon modifiziert, da wäre normalerweise Aufkleber. Und dann haben wir da Blasterle. Komm raus, dann bist du auch wieder. So, Blasterle. Da haben wir noch ein paar Schienen, die können wir da seitlich irgendwo montieren. Die sind wirklich in Original verpackt. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und haben wir ein paar Darts. Das sind solche. Die sind relativ stark. Ja. Sind auch noch fast original verpackt. Eine Versammlung weggeräumt. Damit. Das ist dann die ganze Mal wieder Verpackung.
Oh, was zeigst du? Oh, das war's. Da ist nichts mehr drunter. Irgendeine Zettel. Erziehungszettel. Packen wir da hin. Ist aufgeräumt. Ist recht praktisch, um das zu lagern. Deswegen. Da kriegt man 2, 3 Magazine hinein. Ja. 2 auf jeden Fall. Ich habe da nämlich, da ist 100, das Beverle. Ja. Aber halt nicht im geladener Zustand. Und die Magazine sind Auge von denen. Also sehen halt, das ist. Hat braucht ein spezielles Magazin. Ist aber nicht so. Aber bleib halt drin. Das ist halt alles recht dünn. Das hält nicht. Und dann habe ich da Worker Darts. Das passt. Da ist jetzt keine Batterie drin. Die machen wir dahinter rein. Und dann müssen wir. Da habe ich da so einen Adapter gekauft, dass die da noch rein passt. Ja. Aber das können wir auch mal ändern. So. Die Batterie da rein. Also, da können wir mal andere Schulterstütze dafür entwerfen. Weil dann können wir auch Diagnosemodule oder alles anschließen. Das muss man dann hier nochmal ein bisschen Ärger runterziehen. Ja, jetzt alle. So, dann wäre das der erste. Und dann packen wir. Ui, das da nochmal aus. Oh, da ist der Aufkleber doch noch schon aufgegangen. Oh, das habe ich wohl zu arg rumgezogen. Aber die habe ich wirklich noch nicht auspackt. Also, das wird jetzt so eine Überraschung für euch, für mich. Das packe ich jetzt mal kurz auf die Seite. Dass mir das nicht runterfällt, wenn ich da noch einmal tue. So. Ui, strahlenpinke Pfeile. Passend zum strahlenpinke Magazin. Ja, die riese Box. Die ist nicht ganz so praktisch gestaltet. Oder? Ja, ich mag das mit dem Schaumstoff lieber, also so Kunststoffteil, aber das ist wahrscheinlich. Ich meine, die ist deutlich günstiger gewesen. Also von daher. Ach, da ist noch Karton drin, deswegen ist das relativ stabil. So, dale. Packen wir das mal. Kommt raus. Ja. Da passt bloß ein Magazin. Ne? Magazin. Instruction. Ach, die muss man runterladen. Deswegen. Ab. Instruction. Der sage mir, gucke da war das Gott. So. Oh, das ist, hat er quiekt. Dieser Seite. Kann man das? Das müsste man dann aufschrauben, dass man das auch nachkauft. Okay. So, dann haben wir Schutzbrille. Ich habe nicht vor mir heute ein Auge zu schießen. Dann haben wir Zettel. Dann haben wir Pfeile. Oh, die Farbe ist schon heftig. Anfassen will. Das Pink ist schon krass. Aber wir nehmen bei beiden dieselben Pfeile, dass sie vergleichbar sind. Das müsste ja gehen. Hoffe ich doch. Dann haben wir Zielwasser, Zielvisier. Ui, nochmal Zettel. Dann haben wir einen Lauf. Und das heißt, das muss man dann immer wieder zerlegen, wenn man es einpacken will. So, der Sterbeute seid gleich. Okay, bei dem müssen wir definitiv eine andere Front machen.
Aber das schwätzen wir dann noch kurz. So, oder? Das sieht ja langweilig aus. Aber gut, das ist jetzt keine Überraschung. Ich habe die Bilder davor gesehen, bevor ich es gekauft habe. Also, das ist. Oh, das ist. Ui, das ist nervt. Schaut euch das an. Das ist dasselbe Winkel, aber um einen Millimeter versetzt. Oh, so schade. Ah, das sind. Keine Ahnung, warum mich das jetzt irgendwie stört, aber das da vorne auch, dass ich das nicht bündig machen kann. Das ist schade. Das ist schade. Nicht da. Okay, das fällt hinaus. So, und dann ist das da noch. Dann ist das da. Dann kommt das da auf. Dann haben wir da Kabel. Und ich habe mir da einen Adapter gekauft, weil ich wollte nicht einfach, also ich hatte echt keine Lust, einen neuen Lipo zu nutzen dafür. Ich will da den nutzen, den ich schon habe. Also äußerte, ja gut, was heißt äußerte? Aber dass ich möglichst wenig unterschiedliche habe. Deswegen habe ich mir da, war auch günstiger, den Adapter zu kaufen, wie das mit die Variante mit Lipo. So, oder leer. Dann können wir das verneifen. Und tatsächlich, der passt rein. Wunderbar. Da können wir da irgendwann mal auch einen eigenen Deckel entwerfen mit. Weil das würde ich von anderen Blaster auch gerne machen. Dann irgendwann die Schulterstütze so. Weil die ist cool. So wie sie gemacht ist. Ist das? Das sind tatsächlich die. Das sind Plastikdinger. Ja. Mein Gott. Es ist dabei. Es ist dabei. Da beschweren wir uns mal nicht. So. Jetzt das. Das ist jetzt der Safety Mode. Fire Mode. Dann Pfeile ins Magazin. Na komm. Für die erste Blaster. Weil bei anderen weiß ich, dass der Blaster funktioniert. Deswegen. Mit dem habe ich halt noch nie was gemacht. Es wird jetzt für euch so eine Überraschung wie für mich. Die Schrauben jetzt mal irgendwann mal vorne. Gut, die pinke Pfeile im pinke Magazin wirken sie dann nicht mehr. Das wäre ein durchsichtiger Magazin irgendwie cooler. Also, das ist das Erste, was ich dann mache. Durchsichtiges Magazin. Ich will eigentlich nicht so viele unterschiedliche Pfeile da haben, aber das würde schon cool aussehen. Weil grün passt halt überhaupt nicht, aber so oder. Jetzt kann ich das laden? Okay, das hat Sinn. Das ist cool. Einen haben wir noch. Okay, ist Gott. Ist Gott. Dass ihr mir glaubt, dass das auch Gott. Das kann man da auch. Feuer. Das ist alles. Das Magazin ist halt leer. So. Und dann feuern wir den auch mal. Das ist jetzt halt. Ja, warte, da jetzt ein bisschen entschleunigt.
Ja, ich sag's euch, hier wird er entschleunigt. So, das waren alle. Aber ich habe da auch das Jahr schon mal einen Motor mit mehr Umdrehungen getestet und irgendwie ist mir da durchgeraucht. Ich weiß noch nicht genau warum. Aber es kann sein, dass dann halt die Anschläge zu schnell erreicht waren, aber geladen hat's. Aber halt bloß auch immer. Ich verlinke euch das Video auch unten, wenn ihr das sehen wollt. Weil mit Rauchshow und sowas, das lohnt sich schon. So. Ich würde sagen, ich lade die Magazine mal im Schnelldurchlauf, dann schwätzen wir weiter, dann machen wir Messungen, dann bis gleich. So, Magazine sind geladen und ich habe noch was gelesen. Da gehört ein 2S Lipo rein. Das macht komische Geräusche. Ja, es ist dabei. Es wird irgendwann mal getauscht. Aber über Pläne reden wir zum Schluss. Hab da ein paar. Packen wir eine 3S Lipo raus. Das kann sein, dass das jetzt wieder langsamer ist. Und 2S Lipo rein. Der passt dann noch wesentlich besser rein. Das ist dasselbe. Der hat dann 7,4 Volt. Hat er. Kann man fast nicht lesen. Aber ja, da steht 7,4 Volt. So, die Fahne muss ich noch mal wegmachen. Hoppala. So. So, alles sind sie geladen. Dann können wir wieder loslegen. Bis zum nächsten Magazinladen. So, bemühen wir das Messmittel. Bei der Eugenblaster habe ich einmal vermessen. Den machen wir zum Schluss. Da habe ich ja Videos dazu gemacht. Zu denen zwei noch nicht. Deswegen bin ich da jetzt ganz gespannt. Aufwachen, gibt was zu messen. Hab den Zettel noch vergessen. Taktischer Schnitt. So, der Notizzettel habe ich. Und hab gleich noch 2 Satz Magazine geladen. Also für jeden von denen Blaster habe ich 2 Magazin. Also, dann müssen wir immer das da zurückziehen und spannen. Und dann legen wir los. Machen wir mal eine Messung einfach langsam. Und dann schauen wir noch eine Messung vollautomatisch. 50,7. 32,3. Oh, nicht der Ernst jetzt. Jetzt ist Batterie leer, wo ich ein Video machen will. Oh. Ah, nee. Ach, verdammt. Das hat sich verklemmt. Ei. Okay. Ja. Dies nicht so geschickt, deswegen komm. Zurückziehen. Ah, jetzt Batterie. Das hätte mich jetzt stark gewundert. So, oder 44,4, 36,5, 52,5, 45,9. Haben wir 10 Messwerte, kommen. 49,1, 47,7, 46,2 und 49,7. Die streuert ganz schön. Oh, das Deckel dazu. Das heißt, da haben wir von Minimum 32,3 bis Maximum 52,5. Haben wir im Durchschnitt 45,5. Das ist schon eine ordentliche Streuung. Also was man da. Wir können Meter pro Sekunde, versteht sich. Das ist also. Man hat ja sinnvolle Messeinheiten. Maßeinheiten. Da haben wir Bar mit 32, 36,
Dann 44, 45, 46. Das ist schon eine gewisse Varianz drin. So, weil mal ein bisschen aufräumen wieder. Dann hätten wir den da. Leer ist. Oh, ne, nicht ganz. War noch einer drin. Dann resetten wir das ab. Und jetzt haben wir da in dem ein 2S Lipo. Das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen langsamer sein. Aber ich will den Blaster nicht gleich hier machen. Also eigentlich will ich ihn gar nicht hier machen. Dann legen wir da los. 46,7. 47,1. Der hat schon coolen Sound. 50,4. 50,2. Also 50,6. 48,3. 47,2. 48,6. Also 50,2. Und 49,3. Alles in Meter pro Sekunde. Das heißt, wir haben Minimum von 46,7 und ein Maximum von 50,6 und ein Durchschnitt von 49,0. Das heißt, das ist ziemlich nah um den Durchschnitt rum. Also, zumindest haben wir jetzt da keine ja, was hatten wir vorher? 13 Meter pro Sekunde in der Differenz. Und jetzt haben wir also ein bisschen, ja, doch 4,9 sogar. Weniger als 5. Also, das heißt, beim letzten war es, beim letzten war es 10,2 ja, von Minimum zum Maximum. Das heißt, wenn man da kurz in die Messwerte reinguckt, das heißt 47, 46, das sonst ist recht nah um die 49, 50. Ja, das passt recht gut. Dann packen wir das auf die Seite. Mag den Sound. Also ist ein bisschen langsamer mit dem 2S Lipo. Also das war zu erwarten. Ja. Zurück. Aber wie schon gesagt, jetzt entschleunigen wir ein bisschen. Dafür ist halt. Ja, klar, das ist. So. Dafür ist der halt cooler. Das ist halt einfach immer die riesige Sicherung und alles. Und dann der 6S Lipo, den wir da drin haben. Also das ist schon ein Mordstrümmer. Da die Platine, die da offen liegt. Und das ist, also wäre schlimm, wenn es nicht mein Favorit ist. Ich meine, wir waren da, das irgendwann mal noch setzen und einen gescheiten Lauf noch machen. Aber Zukunftspläne zum Schluss. Scheiße. Das war jetzt so nicht geplant. Okay, jetzt wird es kompliziert mit den 10 Messwerte. Das Magazin hat bloß 10 Schuss so. Das ist. Ja, da muss irgendwann mal Schraube rein. Wenn man das wegdrückt, dann erwischt den Endschalter nicht gescheit. Das ist nur ein bisschen hemdsärmelig. Aber ist auch der erste funktionsfähige Prototyp. So, 32,7. 27,6. 27,1. Der ging mir ins Gesicht. 29,4. 32,7. Also 30,0. 29,8. Also 30,6. Ab. Ja, hat da seitlich einen Knopf, das stoppt einfach, wenn es zurückläuft. Das heißt 34,2 und einen haben wir jetzt dann noch. Dann sind wir auch bei den 10.
So, jetzt. So, 30,2. Ja, das war zu erwarten, dass da die Leistung nicht ganz so ist. Da müssen wir uns noch anstrengen, bis wir eigene Blaster auf dem Niveau machen, aber es ist halt immer ein Eigner. Also das, ja, muss es mir irgendwie nicht höher reden. Das heißt, im Minimum 27,1 Meter pro Sekunde, im Maximum 34,2 und im Durchschnitt haben wir 30,6. Wobei wir können aus dem schon auch noch mehr rausholen. Das ist noch ein recht schwaches Tuning. Also ich denke, der Motor, also wenn der Motor, dasselbe Motor mit einer schnelleren Übersetzung das gespannt kriegt, dann dürfte der Motor das auch gespannt kriegen. So würde ich das jetzt mal sagen. So, dann resetten wir das und schauen wir mal, fokussieren wir uns mal bloß auf die RPM. Zurück. Also zumindest bei denen zwei, die haben einen vollautomatischen Modus, so wie ich das sehe. Da sind jetzt ein paar Schuss drin, aber wir haben ja die Longshot und ich hoffe doch, dass das Magazin passt. Ja, das hätte mich jetzt auch schwer enttäuscht. Was macht er noch? Das Magazin wird nicht passen. Nee. Das rastet nicht ein. Dann haben wir hier noch. Standard Worker Talent oder sowas. Gucke, ob das dann auch schießt. Das testen wir jetzt so. Packen wir erstmal kurz auf Seite. Das machen wir ohne Messmittel. Und dann können wir das. Okay, das geht nicht so leicht raus. Oh doch auch. Also das geht auch. Dann habe ich noch von meiner. Oh, sag mir doch, wie die heißt. Von meiner ZS oder ja, auch keine Ahnung. Auch ein Blaster, den ich Rechtsseite benutzt hat. War jetzt nicht ganz so Fan von. Ja, ich habe zu viele. Muss mal die selber nicht so mag. Mal still und heimlich wieder los, warte. Dass ich nicht, also jemand anderes vielleicht damit Spaß haben kann. Wenn es nicht bloß Staubfänger ist. Okay. Das scheint nicht zu kommen. Nee, das geht nicht. Okay, hätten wir das auch. Das geht nicht. Dann nutzen wir das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Schuss drin. Weil das ist eigentlich für 50 Schuss ausgelegt. Aber dem haben wir auch 12 Schuss drin. Und dann haben wir hier noch das auch mit 12 Schuss. Und wir können hier auch einfach einen Adapter neu machen. Ich meine, das wäre auch möglich. Ah, verdammt. So. Dann machen wir das raus. Aha. Manchmal löst der Trigger nicht sauber aus. Passt da? Ja, der passt auch nicht. Und der Standard Talent Magazin mal aufpassen. Magazin. Aber es sieht halt. Also, das sieht halt einfach noch nichts aus. Also das. Nee. Das kommt wieder raus. Das
kommt wieder raus, das gefällt mir nicht. Ja gut, das Magazin ist nicht ganz ideal, weil da muss der Schieber dann ganz zurück. Aber ja gut. Sodele. Sodele. Logistische Themen. Packen wir die mal auf die Bildfläche. Dann haben wir da noch. So. Ist ein bisschen aufgeräumter. So. Dann auf vollautomatisch. Und dann mal gucken, was rauskommt. Okay. Das heißt 294. Und ein Haufen Darts überall. Die reflektieren da halt dahinter, so wie sie gerade lustig sind. Aber das ist ganz ordentlich. Und dann können wir das wieder aus. Da ist auch mechanisch drin. So. Das heißt, da haben wir jetzt auf. Das ist nicht. Da haben wir jetzt 46,8 im Durchschnitt. Dann 36 im Minimum. Die können wir eigentlich auch notieren. Da kann ich das auch. Und im Maximum 54,0. Das heißt, das ist ziemlich ähnlich. Gut, das ist auch nicht so erwartet, dass das anders wird. Das Laden selber hat ja mit dem eigentlich nichts zu tun. Sodele. Dann die Piston Pump da auch vollautomatisch. Und dann mal gucken, was rauskommt. Gar nichts kommt raus. Sag mal, was ist mit dem Magazin los? Hockt das nicht? Dann nutzen wir das Originale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ach, das ist tatsächlich mehr. Das kann sein, dass es da bei dem Magazin, dass die Darts nicht gescheit passen. Weil das ist tatsächlich, ich meine, das ist auch X-Shot-Magazin, das ist halt von der Longshot. Deswegen habe ich gedacht, selbe Marke wird schon passen. Nix war's. Das ist tatsächlich, wenn man anschaut, das ist dahinter, die gegenüber, das ist die Geometrie. Ja. Gut zu wissen. Dann haben wir das auch rausgefunden. Dann probieren wir es jetzt nochmal. So, das sind jetzt 12 Stück. Das heißt, da haben wir, die hört sich ein bisschen gewaltig an, ist aber tatsächlich langsamer. Da haben wir jetzt 192 RPM. Und da haben wir im Durchschnitt 49,4. Das ist schon 0,4 anders wie vorher. Im Minimum 45,6. Oh, das Minimum ist geringer geworden. Also der Durchschnitt war vorher 49 und jetzt ist er 49,4. Das Minimum war vorher 46,7, jetzt ist 45,6 und das Maximum ist 50,8. Das war vorher 50,6. Das heißt, das ist ziemlich ähnlich. So, packen wir das. Und aufzeigen. Oh, das passt da. Das passt da so richtig schön rein. Dann schalten wir das auf. Aus. Da wird das schon passen. So. Und dann Resette.
eigenen Blaster. Mal schau, ich habe das schon mal vermessen, was der Geschwindigkeit hinkriegt, weil wir wollten ja mal modifizieren. So, guck mal ein bisschen her. Weil das Magazin passt da sogar schön unter den Tisch. So. Haben wir da bloß 11 Schuss? Was ist da los? Ach, da war er. Ah, okay, war er doch 12. Also wir haben jetzt bloß 11 Schuss durch einen Chronographen gejagt. Das heißt 18 RPM. Zwischendrin hatten wir mal 24. Das heißt, ab und zu hat die Elektronik so einen Schluck auf, dass sie nicht gescheit misst. Oder ein Schmarrnerzähli, dass sie nicht gescheit auslöst. Und das hat uns dort, also das heißt 18, aber über den Klammer dann noch 24 schreibe. Ja. Und RPM müsste 1 durch Sekunde sein, oder? Schuss pro Sekunde. Oder? Ne, ach, erzähl ich einen Scheiß. Wird Zeit für Feierabend. 1 durch Minute ist das. Das heißt, wir haben jetzt aber einen Durchschnitt 32,2. Das ist vorher 30,6. Im Minimum 24,2. Das war vorher 27,1. Und im Maximum 36. Das ist ein bisschen höher, also 36,0. Ich schreibe euch unter Videobeschreibung, Tabelle, wo ihr das dann alles nachlesen könnt. Das packen wir jetzt wieder auf die Seite. Und dann reden wir ein bisschen über Pläne, was wir denn so vorhaben mit den Blasterlern. Ja, man kann die Dinge nicht einfach so lassen, wie sie sind. Also das wäre ja fatal. Mal ein bisschen. Und da machen wir jetzt erst einmal wieder das andere Magazin rein. Oh, das geht immer so schwer raus. Das ist bei dem ist die Lippe da vorne wesentlich breit oder wesentlich länger, wenn ihr seht. Und das geht. Also den Magazinwechsel habe ich noch nicht richtig gut gemacht. Und da können wir. Oh, ich muss neu laden. Das nicht leer schießt. Und dann muss man nämlich zack und dann hier ausmachen. Und dann schießt es einmal und Gott nicht mehr zurück. So. Ja, die Schussgeschwindigkeit ist ernüchternd im Vergleich zu den anderen zwei. Also, ich meine, selbst die 24 wäre im Vergleich zu 200 zu den 196 von denen, 192 von dem oder zu die 294 von dem, von dem Gelbe, von der Sios, ja, wäre die schon arg ernüchternd. Aber ja, da haben wir wahrscheinlich mal das Innere ein bisschen anders, also da noch mehr Leistung, dass man da auch auf die 50 Meter pro Sekunde kommt. Sowas in der Richtung. Ich müsste mal gucken, ich glaube mal Prophecy oder so müsste es fast schaffen. Und dann machen wir da vor allem, das will ich zuerst machen, das habe ich ja im Neujahr auch schon gesagt, dass man da außer so Dry-Shot draus macht und da Raketenwerfer seitlich und vorne so mega Pfeile, schieres Ding, und dann machen wir den Lauf anders. Und das soll aber auch halbautomatisch passieren, also da will ich auch nicht nachladen müssen und so. Ich meine, 24 Schuss pro Minute, ja, das heißt, das Laden dauert ein bisschen mehr als 2 Sekunden. Das ist schon arg gemütlich. Also, ich meine, das ist mal schon arg langsam unterwegs. Da brauchen wir vielleicht doch noch mal irgendwann mal so Schwungrädler, das Ding, dass man auch schnell schießen kann. Oder irgendwie will ich mir das überlegen, aber erstmal das mit Druckluft, dass man Rakete schießen kann, dass man Megapfeile schießen kann. Das ist so einfach. Sowas wollte ich sowieso entwerfen. Das fände ich sowieso cool.
dann den da vorne. Ja, die Front müssen wir definitiv ändern. Also ab hier. Das mit dem Pink sieht cool aus, das passt. Das können wir lassen. Müssen da das Schreible rausmachen. Das können wir eigentlich schön schnell machen, weil, dass man da reingucken kann, wenn irgendwas ist. Das war, die waren ziemlich ähnlich. Also das war ein bisschen im Durchschnitt ein bisschen stärker mit 49 Meter pro Sekunde. Und das war bloß 45 Meter pro 45,5 oder 46,8. Da die zwei. Dafür war die aber wesentlich schneller. Da ist die Streuung halt schon gewaltig von 32,3 in der ersten Messung auf 52,5 oder von 36 auf 54. Und da liegen die auch, doch liegen auch bei der zweiten Messung. Da haben wir 46,7 auf äußer 50,6 bei der ersten Messung. Und bei der zweiten 45,6 auf äußer 50,8. Da haben wir immer noch. Ja, da liegen die Werte einfach näher beieinander. Das ist ein bisschen gleichmäßiger, würde ich jetzt sagen. Aber die Schussrate bei 294 bei der und 192 bei der ist halt schon der unterschiedlich. Aber je nachdem, ich finde halt das. Aber jetzt holen wir erstmal Schraubenzieher. Machen die Schraubdorne auf. Ich will dann reingucken können, wenn es drauf ankommt. Da. Das wird wahrscheinlich aus Sicherheitsgrund. Ja, da ist der das Werkzeug voll. Schwächeanfall. Ja, sag mal. Das sehen wir noch nicht. Wie lange muss man denn da drehen? Gott, das dann. Eieiei. Ach, jetzt, da kann ich jetzt ewig drehen. Das heißt, die Schraube bleibt einfach stecken. Jetzt, okay. Ich dachte, die kommt irgendwann mal raus, aber. Oh gut, dann ist sie aufgeräumt. Ja. Die ist halt. Ich meine, die ist jetzt halt neu. Aber ich finde es auch, wie sich das anhört, wenn die ladet, das ist schon cool. Also. Aber ja, die Front müssen wir mal ändern. Und mal gucken, dass ich nochmal so ein Magazin herkriege oder zwei. Dann mal gucken, was man sonst noch macht. Ich meine, die Schulterstütze ist schon ziemlich ideal. Ich lasse sie da noch verstellen. Das passt schon ziemlich gut. Ich meine, was mich stört, ist der Hanna. Also, das ist so schade. Und mir denke, also, lass das der Hanna einrasten. Lass das hier einrasten. Wird so viel besser aussehen. Kann man das irgendwie versetzen, dass das woanders einrastet? Nee, oder? Warum rastet das überhaupt ein? Was? Ach, das sind da die Dinger da dazwischen drin, die da gewisse Federwirkung haben. Okay, das ist auf jeden Fall besser wie bei der Longshot. Bei der sind die Dinger ja einfach verrutscht. Also ich meine, die rutschen immer noch leicht. Aber ja, da machen wir irgendwann was Eigenes, das man ziemlich ähnlich macht, dass man da Hanne. Das ist einfach. Das ist so schade und da Hanne auch. Das ist, dass man immer dass man laden kann. Jetzt. Die hört sich halt schon cool an. Das war's dann. Da muss ich mir vorne was überlegen, wie man das da verkleidet kriegt oder wie man da irgendwie, zumindest der Hanna noch ein Stückchen noch
Und das da kommt weg, das rasselt nicht so arg. Also da kommt was anderes hin. Aber es ist dabei. Und da noch ist halt überhaupt kein BK. Da kommt der BK hin. Und ab. Dann müssen wir gucken, dass wir das irgendwie aufverkleidet kriegen, dass das wieder so cool aussieht. Und da die Löcher zumachen. Also da mache ich 3D-Druck die Teile irgendwie. Weil es wird rechts gefummelt, das zu entwerfen. So. Aber ja, ich finde die auch cool. Also, da ist der Kunststoff halt deutlich wertiger wie hier. Aber sieht halt schlichter aus. Man will da jetzt keine Kaufempfehlung oder sonst was aussprechen. Ich wollte es einfach nur mal mit euch teilen. Wir schießen eine Runde. Das wird sowieso ein längeres Projekt. Da gucken wir, was wir noch so machen können. Sodele. Hopp. Das war der Halter. Das war die Kamera. Oh ja, ich hab's überlebt, oder? Wunderbar. Das macht schon auch Spaß. Also die sind beide echt cool. Oder alle drei. Also ich mag auch meinen eigenen Blaster. Das ist völlig klar. Ich habe gehofft, dass wir das schneller machen können, aber der Motor ist mir abgeraucht. Da ist wahrscheinlich die Elektronik langsam. Aber ja, mit der Zeit kriegen wir das auch hin. Da kriegt man das alles hin. So. Dann sind wir da, dass ihr das Bild habt. Da hätte ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Blästern. Bleibt drauf, wenn ihr sehr wollt, was damit passiert. Abonnieren da lassen, Kommentare da lassen, wenn ihr andere Ideen habt, oder wenn ihr weitere Ideen habt, oder wenn ihr Fragen, sonst was. Kommentare da lassen, das kennt ihr ja. Und Daumen nach oben da lassen, ist doch klar. Ich meine, ein bisschen Unterstützung und sowas hilft immer. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.